Claude Basch, die hat der Predigt an den Kader von der Diözesaner Demarche gestaltet, se konvertieren au Christ. Was heißt, sich zu Christus bekehren für euch ganz persönlich? Was setzt das voraus? Ja, Demarche heißt, se konvertieren au Christ, sich zu Christus bekehren. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht ganz froh über den Ausdruck sich bekehren, weil das einfach negative Konnotationen hat. Ich hätte lieber gehabt, wir hätten so übersetzt, wie wir es gebraucht haben am Übersetzergruppe von den Evangelien, und plötzlich wo ich da so mal umdenken. Also zu Christus umdenken. Ich meine, das für Richter an die Richtung, wie ich persönlich verstehe, se konvertieren, bekehren, ist das alles falsch, das haben wir so gemacht und dann muss alles ähnlich gehen. Und das ist aber nicht, ich meine, dass viel Gutes geschieht in unserer Kirche, auch in unserem persönlichen Leben. Wir müssen just vielleicht mehr als zu Christus umdenken, ob hierhin als orientieren, und das so wie ich doch verstehen, und da sollte Octavio eben als eine Gelegenheit dazu gehen, dass wir es eben zu Christus hinwenden, ob hier gucken, ob hierhin umdenken. Und das setzt natürlich voraus, dass ich auf Christus lauschen, dass ich auf sein Wort lauschen, dass in der Bibel überliefert wird. Dafür werden noch die biblischen Texte am Mittelpunkt von meiner Predigt stehen, eben, wo wir dann versichern, wie als Christus in verschiedenen Situationen umgegangen, was hat er gesagt, was hat er gemacht, wie hat er gehandelt, und sind am Anfang die Aspekte, die ich damit will auch berücksichtigen. Macht das, was ihr nicht seht. Dieser Vers aus dem Johannesevangelium hat ihr als Leitwort gewählt. Für was das schon? Aber war das ihre rote Faden durch ihre Predigtzyklus? Ja, der Schwab war am Anfang bei mir ganz sehr gemacht, wie der Bischof mich gefragt hat, ob ich bereit für Octave Predigten zu halten, am Kader von eben se konvertieren au Christ. Da habe ich gedacht, Predigten geschehen an der Octave. Die Octave war immer die Wahlfahrt bei Mutter Gottes. Wo kann sie als zu Christus feiern? Und du hast mir eben diesen Bibelspruch angefallen aus dem Johannesevangelium, der Hochzeit zu Kana, wo sie zu den Jüngern sagt, macht das, was ihr nicht seht. Sie verweist auf Christus. Das ist übrigens der Einzige Wort an der ganzen Heilige Schrift, wird Maria Menschen adressiert. All die anderen Wörter sind entweder unter Jesus adressiert oder unter den Engel. Aber hier ist sozusagen hier eine Message und Menschen, sie feiert das zu Christus. Und das auch da ein bisschen der rote Faden durch meine Predigten. Ich gehe an den Predigten von der Mutter Gottes aus, von dem, was wir von hier lesen, was wir von hier hören, Haltungen, die sie unten Tag lädt, an der Frage, wie kann sie als Tomaten auch für Eis eine Haltung gehen, auch für Eis weise, wie wir können auf Christus gucken, wie wir können zu Christus hin als Leben umdenken, als Leben ernst gestalten. Das für Zweiter, die Oktavprediger sind. Wie bereitet ihr euch darüber für? Zählen sich du am Vierfeld ein Wort zurück oder sind ihr auch spontan? Schön wäre es, wenn ich mich eine Woche oder zwei zurückziehen, aber das ist nicht möglich, weil da wäre keine Woche mit Neustoffheiligkeiten, die letzten 3 Wochen habe ich Kommunionsvorbereitungen auf den verschiedenen Dörfern gehabt. Das ist also nicht gegangen. Und es sind noch keinen, den, da muss ich auch ehrlich sagen, den so lange am Voraus kann, so Sachen wie Oktavpredigten ausschaffen. Ich kann nicht am Advent schon etwas unter Oktav machen. Ich bin eben nicht so gebaut. Ich muss mehr an der Sache selber dran sein. Konkret hat geheischt, dass ich die letzten paar Wochen eine ganze Reihe Nutzschichten angelöst habe, nicht den normalen habe ich die gemacht gesehen. Ich brauche das einfach irgendwie. Ich muss ein bisschen unter Druck stehen, für etwas Gutes auf die Papaya zu bringen. Und ich meine, das wäre aber so gerne. Ich hoffe, dass es so gerne ist, ich in jedem Fall zufrieden bin. Claude Basch, die Oktave als eine Höchstzeit am Leben von der katholischen Kirche zu Lützeburg, aber auch ganz persönlich für euch. Was macht das besonders an der Oktave aus? Sind es Einzelfeiern oder die Atmosphäre von dem Ganzen? Ja, ich bin sicher in die lang dabei, war über 20 Jahre lang und ich ganz aktiv die Oktave mitgestaltet, wo ich von morgens 5 bis abends 9 praktisch durch immer da war. Du hast ganz vieles, was du mitspielst, da wird bewegt. Die Atmosphäre ganz sicher, die viele Leute, die kommen, Menschen, die vielleicht so auch nicht am Laufe vom Jahr an der Kirche beginnen, die auf einem da einmal über den Weg laufen. Leute mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, die kommen, die ihn unhalten, die mit einem schwätzen, die nur einem Rot freuen.
sind pur besonders Momente. Ich denke all Jahr zum Beispiel bei der Ouvertüre von der Oktav an das Bild von der Drehstelle Robert de Votivaltor gesagt. Ich muss sagen, das ist ein ganz emotiver Moment danke für mich. Oder auch an der Schlussandacht oder Schlussprozession, wann die letzten Ton vom Händelsängen Halleluja verklungen hast, dann hört ein Trainer mehr, weil du einfach etwas an einem Viergang lassen in der 14 Dich. Es sind Begegnungen mit denen viele Kanner, ich weiß nicht wie viele tausende Kanner, Kleinkanner ich am Lauf von denen 20 Jahren Oktaverfahrung gesehen tun, oder wenn ein Mann kommt und so auf den Bauch gewiesen so sehen doch den du inne für das eine gute Geburt geht. Ich meine, das sind Momente, die gehen unten an, da bleibt etwas hängen. Auch die Krank, die gesagt an der Oktav, dass mit viel Misere, viel Leid kommen sie da hinten an, sie genesen für ihrem Geträscht fort. All das Summenmengen, ich möchte eben das besonders von der Oktav aus. Eine letzte Frage, Claude Basch. An den letzten 20 Jahren sind die ganz viele Leute an der Oktav begegnet. Was will dir der Pilger gerade das Jahr mal auf den Weg gehen? Ich ging so und die sollen das eben machen, was Motto von der Oktav des Jahres auf Christus gucken. Die sollen ob hier lauscht und soll ich von der Mutter Gottes ging ich da mal einfach so bildhaft so in der Hand würde lassen, aber die Jesus feiern lassen, für so hier im Leben einen neuen Inhalt zu gehen, für das Leben neu auf Christus auszurichten.